Servus Leute, ich bin der Renton. Und ich bin der Kai. Und was wir jetzt machen, wir wollten eigentlich direkt ins Garterhaus raus. Aber wir haben uns dazu entschieden, doch noch nach Munition zu suchen. Und ich habe schnell gegoogelt in unserer kurzen Pause. Der Chris hat tatsächlich ein Feuerzeug einstecken direkt. Laut dem Resident Evil Wiki. Wo sieht man das zusätzliche, was er hat? Nirgends, Ja, ne? das ist es ja. Deswegen bin ich der Meinung gewesen, man müsste das extra aufsammeln. Weil ich habe eine Erinnerung, dass du denn bei der Jill den Dietrich gleich siehst. Komm grad mal ein Stück näher, dass du ein bisschen lauter bist. Sorry. Es könnte aber auch sein, da ich das Ganze verwechseln, dass es erst ab dem 2 war, wo du die gesehen hast. Okay, wir können das Ganze ja direkt checken, indem wir hier nuff gehen und in den Raum gehen, wo wir die Karte kriegen. Ich habe jetzt gar keinen Schlüssel mehr. Brauchst du dafür einen Schlüssel? Ich weiß es nicht. Probier es aus. Ah, und wir haben die Tür hier aufgemacht. Da können wir auch gleich noch Munition holen. Ja. Da habe ich auch nicht mit dran gedacht. Hattest du eigentlich vorhin in dem Raum mit der kaputten Schrotflint das Magazin eingesammelt? Nee. Gut, dann liegt da nämlich auch noch ein 50 Schuss Magazin. Da liegt noch eins, glaube ich. Da ist das Feuerzeug. So ist das Feuerzeug. Okay. Dann hat das Wiki gelogen. Außer du hast es vielleicht... da ist nix. Ah, hier. Sag mal, du kriegst mit dem Chris keine Bazooka. Nein. Kriegst du irgendeine andere Waffe noch? Der Flammenwerfer? Du kriegst noch die Kolpeiden und den Flammenwerfer. Aber den Flammenwerfer kriegst du nur in deine Katakombe und musst ihn aber auch da zurücklassen, weil die Flammenwerferaufhängung, die fungiert als Türschloss. Okay. Und du kannst halt da nicht vorausschreiten, wenn du den nicht zurücklässt. Ja, ah, ich erinnere mich dunkel. Ja. So, wie war das? Zuerst müssen wir den Schrank wegschieben. Aber ich glaube, das ist die falsche Richtung. Du kannst ja jetzt schon das Aquarium wegschieben. Und mehr Schrotflintenmunition, was schon mal nicht verkehrt ist. Meiner Meinung nach. So, in dem weißen Kittel ist jetzt noch ein Farbband drin. Ah, ja, dann nehme ich das auch gleich mit. Vielen Dank. Ja, das ist mir gerade so wieder eingefallen. Das ist so am Rande. Ja. Da liegt, glaube ich, noch ein schönes Dokument, aber das brauchen wir nicht. Dokument, ne, braucht man nicht. Sinnvoll wäre es in Garterhäusl, weil du da auch an die Stelle kommst, wo du die Formel findest. Die Formel findest. Ja. Kannst du nicht auch mit der Schrotflinte nach hoch schießen? Doch, geht auch, aber das reicht, wenn die Zombies nah genug dran sind. Reicht es, die so zu killen? Ja, merkt ihr mal da die Pflanze, falls wir später, wenn wir wieder zurückkommen, Energieprobleme haben. Weil in dem Raum vorher war ja auch, also in diesem Schlafzimmer noch eine rote Pflanze und dann hätten wir wieder volle Energie. Ich könnte es theoretisch gleich mischen. Ich nehme sie beide mit. Oder so. Ich nehme sie mit, mische sie, weil wir müssen ja eh nochmal am Safe Room vorbei. Ja, So, warte mal, irgendein Zimmer wollte man noch... Ah, genau, bei der Schlange. genau. Bei der Schlange das Zimmer. Jetzt haben wir nämlich das Feuerzeug und dann können wir da auch noch mal Munition sammeln. War bei der Schlange vielleicht noch was? Weil da war ja noch in der Ecke vor der so ein Regal. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas liegt. Da habe ich schon die Schrotflinte-Munition mitgenommen. Du Nee, meinst das direkt... war auf der anderen Seite. Ich meine direkt das Regal an der Tür. Ne, da ist nichts mehr drin. Okay. Alles klar, jetzt nehmen wir die Rot hier mit. Jawohl. Die Frage ist, ob wir später nochmal speichern, bevor wir dann wirklich rausgehen.
weil wir jetzt so viel eingesammelt haben. Na, das kann man ja schnell machen. Ich würd eher Stimmen Gartenhäusel speichern. Okay, alles klar. Viel überlegen. Wie viel Platz hast du noch im Inventar? Ich glaube, es ist Ends. Ends oder es ist komplett voll. Weil dann könnte man nämlich, hätte man gleich in den Schlangenraum gehen können. Ja, ich weiß nicht, ob man noch was braucht. Ich leg mal 2 Sachen ab, geh nur in den Schlangenraum. Weil ich schätze mal nicht, dass man da mehr als 11 Munition satt kriegen. Ich weiß es echt nicht mehr. Keine Ahnung. Wir können aber auf jeden Fall das mal zurücklegen, die Schrotflinte, und nehmen dort für die Bretter mit. Ah, und das Ende Magazin in dem anderen Raum, wo wir vorhin noch gesehen haben. Wir haben da sogar noch einen Clip. Mit M-Schuss. Ja. Was für ein Magazin? In dem Raum, wo die kaputte Schrotflinte gelegt hat, war noch ein Magazin und du hast gesagt, dass du das vorhin nicht aufgesammelt hast. Stimmt, ja. Stimmt, brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Jetzt ist die Frage, wie komme ich am schnellsten durch hier? Jetzt bin ich nämlich verwirrt. Das ist in dem Flur mit den anderen Zombies bei dem anderen Safe-Raum. Ja, aber wie kommen wir am schnellsten hier? Am schnellsten hier kommen wir da, wenn wir der andere obere Weg nutzen. Wo wir ja jetzt dann eh lang müssen. Ja, alles klar. Wie oft, würdest du schätzen, hast du Resident Evil 1 schon durchgespielt? Resident Evil 1 auf der Playstation habe ich Halt, was war hier hin und nochmal? Da bist du nur wieder in den Flur Gut, gut, gut. Ich müsste vorneweg 20 Mal durchgespielt haben, weil damals so mit 10 hast du halt noch nicht so viel Geld verdient, ne? Und ständig neue Spiele gehabt. Und du wolltest halt einfach immer besser werden. Du wolltest halt gucken, dass Ja. du alles freispielen kannst. Ich mein, da hat es ja nach irgendwann diesen Raketewerfer, den du eigentlich nur am Schluss vom Spiel kriegst. Mit 4 Munition hat es danach irgendwann Geld mit unendlich Munition und sowas. Und in der PC-Version hast du Uzi freispielen können. Das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, in der PC-Version gab es Uzi zum Freispielen. Oh. So, braucht man das Feuerzeug später überhaupt nochmal? Ich meine nicht. Und wenn, dann kämpfst du nochmal an der Kiste vorbei, wo du Eis haben kannst. Was haben wir jetzt gekriegt? Shotgun Shells. Da in dem Schrank ist nichts. Ne, und den da habe ich verschoben. Okay. Gut, was war der andere Raum? Genau. Ist mir wieder eingefallen. Da können wir danach gleich ein paar Pflanzen mitnehmen. Wenn wir schon mal dort unten sind. Ja, in dem Raum mit der Pflanze waren noch 2 rote und ich glaube 4 grüne. Ich würde auch sicherheitshalber mal ein paar grüne noch irgendwo lassen. Falls man mal noch mal vergiftet wird, um die dann mit der blauen Kräuter zu mischen. Mhm. Lass mich überlegen, gehen wir oben rum oder unten rum? Aber können wir eigentlich schon. Puh. Und dann haben wir eigentlich so gut wie alles schon geholt, was man holen kann. Ja. In Herrenhaus, zumindest bis zum jetzigen Punkt. Weil ihr kommt später, kommt ihr nochmal ins Herrenhaus zurück. Dann mit
einem weiteren Schlüssel. Der Helmschlüssel müsste es dann sein. Ja. Und für den Schlüssel muss man eigentlich ins Gartenhaus. Ich wüsste eigentlich nicht, für was man sonst noch ins Gartenhaus muss. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt normalerweise sagen, wir machen hier die Zombies platt. Aber das nächste Mal, wenn wir hier sind, werden doch schon keine Zombies mehr sein. Nee, das nächste Mal, wenn wir dort ankommen, müssten Hunter kommen. Und zwar werden die Hunter, die kommen, von denen wir es jetzt schon ein paar Mal hatten, werden überall ersetzt, wo vorher Zombies waren. Ja. Ich überlege gerade, im Director's Cut von Resident Evil war an der Stelle, waren da glaube ich keine Zombies, sondern kamen auch Hunde durch die Fenster gesprungen. Hier. Mhm. Scheiße. Und das war ach schön. Gerade mit diesen verwinkelten Kameras. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Director's Cut war oder im Remake. Das ist mir nämlich auch gerade eben gekommen. Es könnte auch im Remake gewesen sein. So, das war's. Wir sind fertig. Ich würde vor dem Gartenhaus... Ich glaube, ich speichere trotzdem, aber wir bleiben noch im selben Part. Einfach nur, damit wir, falls wir sterben, nicht mehr alles machen müssen. Weil wir versuchen ja irgendwie nicht einen Rekord zu brechen oder sowas. Nur wir wollen es einfach mal wieder spielen. Wir wollen es einfach durchhaben, wir wollen es überleben. Wir wollen dem Tyrant in die Eier treten. Genau. Nochmal ein richtig geniales Survival-Horror-Game, bevor endlich das neue Alien-Spiel rauskommt, das hoffentlich gut wird. Ich hoffe, es sieht halt sehr stark noch... Es sieht aus wie Outlast. Guck mal, Outlast war geil. Von daher denke ich auch, dass es gut sein könnte, das neue Alien-Spiel. Oh, fuck. Fuck. Doch, ich bin richtig. Ja. Aber ich glaube, ich gehe mit der Schrotflinte raus. Weil 16 Schuss. Du hast allein... Du hast den Ende Zombie vor der Tür. Und dann haben wir noch 2 Hunde, die direkt im Gang sind. Ich glaube, wir gehen lieber mit der Schrotflinte raus, weil sonst schaffen wir das nicht. Hä, bin ich jetzt falsch? Nee, du kommst ja jetzt wieder die Treppe runter in den Safe-Raum. Ah, das wollte ich ja aber nicht. Ja doch, da unten durch die Ja. Tür und dann bist du... Ich bist will du ja in den dem- anderen Safe-Raum. Was willst du da machen? Ah, du gehst ja dann zum Gartenhäusel. Ja, da unten geht's zum Gartenhaus. Du gehst jetzt in den Safe-Raum, holst deine Embleme. Und Hier dann, jetzt schon. Ja. Und dann gehst du da raus. Und dann bist du in dem Gang, wo auch das Rätsel mit deinen Bildern war. Ah, ja, Und da stimmt. ist dann der Ausgang zum Gartenhaus. Stimmt. Gut, wie gesagt, ich tausche mein Zeug jetzt aus. Speicher vorher ab. Einfach nur, damit wir das nicht nochmal spielen müssen, nicht um den Part jetzt zu beenden. Weil ich glaube, der letzte Part war relativ kurz. Ich weiß es gar nicht, ob da jetzt nur 10 Minuten, Viertelstunde oder... Auf jeden Fall wollen wir den hier jetzt ein bisschen länger machen. Gute alte Schreibmaschine. Die gute alte Schreibmaschine. Die damals schon, glaube ich, veraltet worden. Ja, aber ich glaube, Leute, die Resident Evil spielen heute, irgendwie, wenn das Kind spielt, das weiß ja gar nicht, was eine Schreibmaschine ist, oder? Nicht unbedingt, ne? Scheiße, werden die Pflanze vergessen. Ja, das macht nichts. Draußen liegen auch noch Pflanzen und im Gartenhäusl auch. Ja, ich weiß auch nicht. Und die Ur-Resident Evil-Fans, die werden damals Weil, warte mal ganz kurz, weil, wenn wir die Pflanze später holen wollen, müssen wir an 3 Hunter vorbei, ne? Ja, und an denen müssen wir so oder so, glaube ich, alle vorbei. Okay, gut. Ich wüsste jetzt nicht wirklich eine Alternative, wo... Also es kommen wirklich sehr viele Hunters später.
eigentlich ist Hunter schon die Mehrzahl, ne? Hunter ist schon die Mehrzahl? Hunter S. Thompson. Siehst, weil hier sind nämlich nochmal 2 Hunde. Hopp, komm her. Ah, nur einer. Egal. Zack. 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 Und zack. Ja, so Sachen regen mich schon mal auf. Da bin ich viel zu ungeduldig für. Also ich Ja. finde, wenn man dann so weit ist, dass man wirklich alle Elemente oder Gegenstände eingesammelt hat, dann hätte man das auch... Dass man sagen kann, willst du alle einsetzen? Ja, bitte. ja, oder dass das halt einfach macht, ne? Ich glaube, auf M-Fass ist sogar noch Pistolenmunition, ne? Hier. Das kann sein. So, wir hätten die Crank. Und ich check mal, was für ein Ende die hat. Viereckig. Weil es gibt, was hast du gesagt, 2 oder 3? Es gibt noch eine weitere. Aber du hättest die jetzt auch arglige Messer. Dann wäre das nämlich gleich erkennbar, wenn du die markierst. Ah, Square Jetzt hast du Crank. die Square Crank. Scheiße, jetzt ist mein Inventar schon wieder fast voll, ne? Ja, das macht nichts. Du findest ja jetzt gleich wieder einen Safe-Raum in dem Gartenhäusel. Und ich glaube, dort sind auch Schubladen, die du mit Schublade, kleinen okay, Schlüssel gut, öffnen gut. musst. Ah, guck, das sind jetzt wieder 3 grüne Pflanzen, 2 rote und das sind 2 blaue. Da hast du da 3 Hunde. Uah. Bin ich doch ganz froh, dass wir die Shotgun mitgenommen hätten, nicht die Ja. Pistole. Ja, ich muss gerade echt gestehen, so jetzt aus dem Winkel fand ich, sagen die Hunde ziemlich gut animiert aus. Ja, ja. Was soll ich mischen? Rot-Grün oder Blau-Grün? Du kannst nur blau-grün mischen. Rot-Grün geht doch auch. Da hinten sind rote. Ja, ja. Ach so, nee, ich würde jetzt noch gar nichts mischen. Ja doch, vielleicht ein rot-grünes würde ich mischen. Und, die blaue kannst du eigentlich liegen lassen. Braucht man die nicht, wenn man vergiftet ist, oder? Ja, aber ich würde sie dann auch in dem Fall erst einsammeln. Das ist ja jetzt nicht so wie in Resident Evil 2, dass sich das dann irgendwie langsam machen tät oder so. Ah, da hier bin ich falsch, oder? Ja. Da kommst du erst später hin. Wenn du die Batterie eingesammelt hast, die du dann aber ohne Eis setzen musst. Okay. Ah, stimmt, draußen sind die Schlange. Ja. Diese Babyschlange. Die einfach so vom Himmel fallen. Die fallen einfach vom Himmel. Na, wo sind sie dann? Die kommen erst auf der anderen Seite. Du musst jetzt erstmal den Pool entleeren. Ich bin echt so nach wie vor beeindruckt von dem Herrenhaus, was das alles so hat. Ne? Ja. Dem riesen Gartenhäusel. Später findest du, glaube ich, sogar noch Mitte im Haus einfach so ein Grabstell. Eine architektonische Meisterleistung. Ja, und kein Raum sieht irgendwie aus wie der andere. Du hast einmal so rote Wände, dann hast du auf einmal so grüne Kacheln. Das sind die schön. Ja, man muss schon sagen, beim Leveldesign oder beim Design vom Haus, da haben die ganze Arbeit geleistet. Also das ist echt der Hammer. Ja. Oh, da kommen wieder Hunde, oder? Ja.
Ja, theoretisch könnte schon den Aquädukt beilaufen. Wo muss ich hier durch? Nein, und zwar ist so der Aufzug, wo die Batterie einsetzen muss. Genau, und hier kommt man später in die Katakombe. Genau. Jetzt muss man aber dann die Pool wieder füllen. Ah, und dann brauchst du die Batterie wiederum. Ja, dass du mit dem Aufzug runter kannst. Alles klar. Gut, gut, gut. Ja, guck, das sind auch überall Heilkräuter. Scheiße, ey, wie viel steckst denn du ein? Ah, und die Munition braucht man später eigentlich, ne? Ja, ich steht jetzt auch ehrlich gesagt ganz gern die Schrotflint ablecken. Müssen wir jetzt auch. Die Frage ist nur, wo ist der Safe-Raum hier? Das ist ganz einfach. So. Rechts? Ja. Oh, Health Spray ist immer gut. Magazin lag ohne A. Gut. Ah Gott, ey, wie ich das hasse. Jetzt muss ich nochmal hochladen. Die Winde kannst du eigentlich jetzt auch ablecken erstmal. Die Winde legt man auch ab, alles klar. Brauchen wir jetzt ganz überall nicht mehr. Der Schlüssel drin lassen, ne? Ja. Gut. Und soll ich speichern und du übernimmst ab hier? Können wir machen. Können wir machen. Ich will gerade noch die Munition einsammeln. Gut. Ich will noch gucken. Sonst ist nichts mehr hier drin, ne? Ne. Alles klar. Dann nehmen wir Ink Ribbon. Speichern hier ab. Na? Alles klar, dann danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir das Gartenhaus erkunden. Ja, da heißt. Skaderheise. Alle ab, Leute. Bis dann. Ciao.